Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander, meine Lieben. Ups. Herzlich willkommen hier im Studio. Schön, seid ihr da. Und ich freue mich, mit euch die nächste Stunde zu verbringen. Ja, meine Damen und Herren, schon wirklich noch ein bisschen. Danke vielmals. Ich möchte gerne mit euch heute Abend eine Reise um einen ganzen Globus machen, mit einem verrückten Reiseführli, mit Abenteuern, die grosse, weite Welt entdecken. Aber manchmal ist das Abenteuer auch in der kleinen, grossen Welt, nämlich vor der Haustür. Und von all diesen Erfahrungen berichten die folgenden Gäste. Die Frau, die kennt buchstäblich jeden Winkel von unserem Globus und noch heute fliegt sie jedes Jahr in die entlegensten Ecken von unserem Planeten, gewungrig und voll Energie, mit 92 notabene. Und seine Welt, die ist ein bisschen kleiner, aber nicht weniger aufregend. Wenn er nicht in der Spitalküche arbeitet, dann verteilt er gratis Umarmungen auf der Straße. Ein Sonnenschein, auch für seine Mutter. Keiner ist schneller um die Welt gefräset als er. Allein mit seinem TÜV quer durch alle Kontinente ein richtiger Weltrekord. Ja, und auch meine erste Gesprächspartnerin, die chattet durch die Welt. Und zwar seit dem November vom letzten Jahr mit ihrer neuen Aufgabe. Seitdem ist sie nämlich hochoffiziell die schönste Frau der Schweiz. Miss Schweiz. Aber ihr reicht es natürlich nicht, nur einfach schön zu sein, sondern sie hat plötzlich so ganz andere Töne angeschlagen, wo man sich eigentlich von einer Schönheitskönigin nicht unbedingt gewöhnt ist. Das beweist, dass hinter einem schönen Gesicht sich auch ganz viel Grips verstecken kann. Wir sind gespannt auf Sie. Herzlich willkommen, Lauriane Salin. Lauriane, schön sind Sie da. Guten Abend. Bitte. Ja, Lauriane, letzten November, plötzlich von einer Stunde auf die andere standen Sie im Rampenlicht in der Öffentlichkeit. Hat jetzt nach all diesen Monaten die private Lauriane noch Platz neben der Miss Schweiz? Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, Miss Schweiz, das ist ein Mix zwischen beiden. Das bedeutet, es gibt die Publikleben, aber das ist immer besser, wenn du kannst ein bisschen teilen von deinem privaten und speziellen Charakter. Also ich mache einen Mix und ich muss sagen, dass manchmal die Privat-Lauriane braucht ein bisschen Zeit. Also ich mag auch gerne ein bisschen allein sein. Ich bin jemand, die mag gerne zum Beispiel draußen sein und allein überlegen, ein bisschen wie sagt man das, träumen. Ich träume viel. Sie haben sich als junge, kritische Studentin entschlossen, eigentlich damals noch im Geheimen an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Was war dann der Beweggrund, das zu tun? Also am Anfang, meine Motivation war, also ich war, diese Frauen ist da, also eine sehr gute Freundin von mir hat mir gesagt, weil ich machte sehr oft ein bisschen die Revolution. Das bedeutet, ich sagte, ja, ich bin nicht einverstanden mit vielen Sachen, weil ich hatte eine schwierige Situation zu Hause. Meine Schwester war krank, sie hatte einen Krebs. Und was ich musste leben mit meiner Schwester war sehr schwierig und niemand hatte mir gefragt, wenn ich hätte genug stark oder wenn ich hätte genug groß, um das zu leben. Und in die Universität oder in die Schule in generell, es gab viele kleine Grenze, das ich hatte und ich war damit nicht einverstanden. Also ich wollte mehr in die Leben machen, was ich wollte und ich hatte das Gefühl, dass ich war genug verantwortlich und genug stark für alles. Nicht nur für die schwierige Situation zu Hause, aber für alles. Und meine Freundin hat mir gesagt, also wenn du glaubst, dass du weitergehen mit dieser Idee kann, also melde dich an. Genau, und mach etwas. Am Tag bevor das letzte Casting stattgefunden hat, genau. also so ein entscheidender Tag, ist Ihre Schwester gestorben. Genau. Hatten Sie auch Gewissensbisse, jetzt trotzdem diesen Weg zu gehen, auch wenn Sie wussten, dass Ihre Schwester jetzt tot zu Hause liegt? Also ich muss sagen, das war ein Moment, wo ich hatte gedacht, jetzt musst du alles geben, weil ich war mit meiner Schwester bis die letzte Moment und ich habe probiert, alles mit sie
machen. Also ich wollte meine Familie unterstützen und ja, also nach dem Moment, wo sie war gestorben, das war wie, es gab keinen Grund mehr, um in ein Ort zu bleiben. Also ich könnte überall gehen in der Welt und sie war immer mit mir. Und ich hatte eine unglaubliche starke, also in meinem Kopf, das war ein bisschen die Idee, dass schlimmer als die Situation, das könnte nicht sein. Also ich könnte gehen in eine Casting und probieren, um Miss Schweiz zu sein. Und wenn das würde nicht klappen, alles war ein bisschen egal. Aber es ging darum, wirklich den Weg bis zu Ende zu gehen und vielleicht auch der Schwester indirekt zu beweisen, ich kann gewinnen, du hast mir die Kraft gegeben. Ja, ein bisschen. Also meine Schwester hatte mir etwas lustig gesagt. Also nach dem ersten Casting, ich war zurück nach Hause und ich hatte mit niemandem gesprochen darüber, nur meine Freundin. Und ich bin zurückgekommen und ich habe gesagt, ja, ich habe das erste Casting für Miss Schweiz gemacht und das hat geklappt. Und meine Schwester hat mir gesagt, du wirst sehen, du wirst gewinnen. Du wirst gewinnen. Ja. Und recht hat sie gehabt. Ja, genau. Am Tag der Wahl haben Frauen draußen Plakate aufgehalten und demonstriert. Ja. Wie haben Sie das empfunden? Gegen die Wahl der Miss Schweiz. Also früher, vor der Wahl. Jetzt bei Ihrer Wahl gab es Demonstrationen von Frauen, die gesagt haben, man muss diese Wahl abschaffen. Ja, okay, ja, jetzt habe ich verstanden. Also für mich, Miss Schweiz ist eine Möglichkeit. Das bedeutet, ich verstehe, dass es gibt Leute, die sagen, Miss Schweiz ist wie ein Stereotyp und das ist nur für ein Typ von Frau. Aber meine Idee war, also ich könnte probieren, um das zu machen. Und was ich möchte gerne zeigen, wenn das möglich ist und bis jetzt das funktioniert, das ist einfach, dass die Weiblichkeit und die Schönheit ist plural. Das bedeutet, dass ich glaube, dass jede Person kann schön sein und weiblich, wenn sie probiert. Für mich, das ist mehr ein Weg, das du nehmen musst und du musst allein diesen Weg machen und ein bisschen vergessen zum Beispiel alle diese Bilder, die wir haben jeden Tag, die sagen, dass wir müssen immer dünner sein und schlank und nicht essen. Also das glaube ich, das ist nicht die Schönheit und nicht die Weiblichkeit. Für mich, das ist eine Stärke, beide zusammen. Sie sagen selbst von sich, Sie seien Feministin. Ja, genau. Wie erträgt sich das mit der Miss Schweiz? Ist das kein Widerspruch? Nein, ich glaube nicht. Also Miss Schweiz ist, wie ich gesagt habe, das ist eine Rolle. Das ist etwas, das du kannst machen. Du hast die Möglichkeit, um diese Mediatisation zu haben. Aber immer, wenn ich treffe jemanden oder eine Gruppe oder ich kann mit die Journalisten sprechen, kann ich sagen, was ich will. Das bedeutet, dass ich muss nicht unbedingt diese Puppe sein. Und das ist, was ich probiere zu zeigen. Also ich habe auch früher etwas ein bisschen, also sehr interessant gelebt. Und das ist jung, schön und eine Frau sein, kann schwierig sein, weil du bist immer in die gleiche Rolle. Also ich kann mich vorstellen, wenn ich wollte Schauspielerin sein zum Beispiel, vielleicht hätte ich immer die gleiche Rolle gehabt. Und was ich glaube, ist, wie du aussiehst, das spielt keine Rolle. Du musst machen, was du musst und ein bisschen kämpfen und gehen gegen diese Grenze. Also ganz keine Rolle spielt es nicht, wie man ausschaut. Aber trotzdem, ich kann Ihre Gedanken nachverfolgen. Ja. Kommen Sie dann nicht als kritische Studentin, das sind Sie, Sie studieren Kunstgeschichte, manchmal auch in Konflikt im Alltag, jetzt in Ihrer Rolle, wenn Sie doch Teil der Schönheitsindustrie sind? Ja, genau. Also es gibt Momente, wo ich habe diese komischen Momente, wo du denkst, ja, was passiert für dich? Was denkst du darüber? Was denkst du über diese Bild? Oder was denkst du über die Leute, was sie wollen von dir? Und für mich, dieses Jahr ist eine Erfahrung. Das bedeutet, manchmal muss ich machen, aber was ich glaube, ist, ich muss nehmen alle diese Momente und dann kann ich auch mit den Leuten sprechen und denken, ja, aber glaubst du, dass es ist echt gut? Dass wir wollen manchmal, dass alle die Leute hatten die gleiche Gesicht zum Beispiel. Was möchten Sie dann erreichen? Mit Ihrer Art, wie Sie sind, dass Sie zwischendrin auch Nein sagen als Schönheitskönigin zu gewissen Sachen und dass Sie klare Ziele haben. Was ist Ihr Beweggrund letztendlich? Was möchten Sie erreichen? Also, was ich möchte erreichen, ist, dass eine Frau zu sein, ist nicht eine Grenze. Und das ist, was ich probiere zu machen dieses Jahr. Also, das bedeutet, ich kann
schön sein, ich kann diese Rolle haben, ich kann dieses Bild sein, auf jeden Fall. Aber dann, niemand kann machen etwas gegen meine Wörter. Das bedeutet, wenn die Leute wollen mit mir sprechen, ich habe immer die Möglichkeit, ein bisschen über diese Botschaft sprechen. Und wenn ich kann, also ich habe eine sehr positive Idee in general über die Menschheit zum Beispiel und über die Frauen. Und ich glaube, das ist nicht zu schlecht, darüber zu sprechen. Natürlich nicht, nein. Danke schön. Und Sie haben die Gelegenheit, das zu tun. Sie gehen ja auch Ihren ganz privaten Interessen nach. Sie waren auf der Insel Delos in Griechenland, wo das also Apollo-Heiligtum ist, mit vielen wunderbaren Schätzen. Was fasziniert Sie am Buddeln in der Erde und Sachen ausgraben? Also, was ich finde interessant schon, das ist mit der Geschichte. Ich glaube, dass alle die Sachen, die wir jetzt haben in unserer Gesellschaft, aber das bedeutet alle Gebäude, aber auch zum Beispiel, was ich trage heute, alles ist eine Evolution von etwas und ich möchte gerne verstehen, was ist diese Evolution. Woher wir kommen, sozusagen. Genau. Ja. Und damit glaube ich, also ich habe das Gefühl, dass alles kann wechseln, weil das ist eine Evolution. Und für mich, das zeigt auch, dass ich kann einen Einfluss haben. Und ich kann auch meine kleine Evolution machen. Und mit der Ausgrabung, was ich finde interessant, das ist über Material. Und ich mag gern, wenn es gibt etwas fest in meine Hände. Und manchmal gibt es unglaubliche Emotionen. Sammeln Sie deshalb auch Knochen? Ja, genau. Sozusagen als philosophisches Sinnbild der Vergänglichkeit? Ja, genau. Der war mal schön, der Schädel. Also jetzt ist er noch schöner. Ja, ich finde. Wo steht er? Wo steht er? Also, er war in Delos. Ich habe das gefunden im Süden von der Insel. Ja, und jetzt hängt er bei Ihnen über dem Bett? Nein, also nicht über dem Bett, aber in die Nähe, also auf dem Nachttisch? Nein, auf die Tafel, wo ich studiere normalerweise. Okay, und erinnert Sie daran, dass niemand ewig da ist und dass Schönheit vergänglich ist und dass man dem Leben einen Sinn geben muss? Also persönlich, meine Beziehung mit den Knochen ist mehr, dass es gibt etwas inside. Das ist für mich wie die Architektur von den Gebäuden in generell. Und für mich, das zeigt auch, dass alles noch einmal wechselt. Die Knochen sind da, aber früher es gab Haut. Die Haut ist nicht mehr da und für mich das zeigt, dass alles ist immer sich entwickelt und verändert. Genau. Ja. Sie sind jetzt noch eigentlich bis im November Miss Schweiz, aber ich habe gehört, dass die Wahlen dieses Jahr nicht stattfindet. Heißt, es wird Ihr Jahr verlängert? Ja, ich werde noch 2 Jahre? Ja. Können Sie noch studieren? Also im Februar gehe ich zurück in die Universität, weil das war das erste Jahr, dass ich habe das Studium stoppen und ich merke, dass ich brauche. Das ist wie, für mich, das ist wie Nahrungsmittel. Ich brauche neue Erkenntnisse. Es gibt viele Sachen, die ich möchte noch verstanden. Und ich möchte auch ein bisschen weitergehen in meinem Studium, weil, also, das ist wie in jedem Level, kannst du mehr machen. Ja. Und ich möchte in die nächste. Sie haben sich kürzlich von Ihrem Freund getrennt. Etwas, das Tausende von Menschen machen, jeden Tag. Ja, genau. Und Sie stehen in der Zeitung deswegen. Ist das manchmal auch ein bisschen ärgerlich? Also für mich, ich bin sehr, das hat mich überrascht, weil ich muss sagen, persönlich, für mich, was die Leute machen, das ist etwas, das ist nicht öffentlich machen. Ja, genau, für mich, das ist total egal. Ich hoffe, dass die Leute sind froh, sind einverstanden mit was sie machen. Aber ja, was ich gedacht habe, ist noch einmal, das ist vielleicht die Möglichkeit, um ein bisschen über Philosophie zu sprechen, über was ist Liebe, und was sagen, ist Schatz, ich lass dich gehen, ich lebe mein Leben, ich bin noch nicht bereit dazu. Ich gebe dir deine Freiheit. Das gebe ich Ihnen auch. Florian, danke vielmals. Bitteschön. Alles Gute. Dankeschön. Die Knochen gebe ich dir mit. Dankeschön. Wunderbar, danke. Eine erfrischende junge Frau. Eine andere Miss Schweiz als nur ein Baby, aber jetzt machen wir miteinander eine Reise, die sehr speziell ist. Ich habe eigentlich 3 Schlagworte dazu gegeben. Ein Mann wie ein Bär,
ein TÜV wie beim James Bond und eine Mission. Im März dieses Jahr ist er gestartet. Und zwar in Daytona in Amerika. Und hat sich vorgenommen, alle Kontinente auf ihrer längsten Achse zu durchqueren. Allein und möglichst schnell. Das ist ihm auch gelungen. 119 Tage und 21 Stunden später ist er wieder dort angekommen, wo er ursprünglich gestartet ist. Das mit über 100'000 Kilometern auf dem Tacho. Und dazu im Gepäck nicht nur ein Weltrekord, sondern auch unheimlich viel Erlebnis. Bin gespannt, was er zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Urs Bertreita. Herzlich willkommen, Urs. Ist das jetzt der TÜV, wo du rund um die Welt gefräst bist? Nein, der TÜV, wo ich um die Welt herumgefahren bin, der ist jetzt noch in Amerika und wird dort noch von Show zu Show umgereicht und bewundert. Also das ist eine offensichtliche Sehenswürdigkeit. Also können wir den jetzt eigentlich stehen und reingehen und noch ein bisschen weiter berichten? Komme ich mit? Ja, wunderbar. Also der ist da nicht gefährdet, den können wir sein. Ist... Gut, wird gut beobachtet. Das geht da ganz gut. Willkommen im Studio. Herzlichen Applaus für den Urs. Hoi miteinander. Grüß und Grüßli. Mit dem Sturz haben gehen wir jetzt eine Studiostimmung über. Ich habe gesagt, ein TÜV wie beim James Bond. Was hat der TÜV alles für Gadget gehabt? Ja, der TÜV hat natürlich verschiedene Sachen gehabt. Ich glaube, das Highlight war immer unser Auswurf. Der Auswurf? Das ist unser Auswurfsystem, das wir hatten. Also nicht Kusten und Auswurf? Nein. Das sind, da hast du super Nägel tun, scharfe. Aha. Und wenn die jemand verfolgt hat mit Pneu, bin ich in der Lage, die auszuwerfen. Und die Verfolger hätten dann eigentlich ihre kaputte Pneu gehabt. Das war die Idee. Ja. Okay. Hast du das gebraucht? Nein, zum Glück nicht. Aber doch 2-3 Mal parat. Ja. Hat es mehr wilde Tiere oder wilde Menschen, die ihn verfolgt haben? Verfolgt haben mich eigentlich nur Menschen. 2-mal. Mexiko, im Süden, sind sie da Berge oben gestanden, hunderte Strassensperre mit Steinen und Manschetten und $20 bin ich freigekommen. Also manchmal helfen nicht Nägel und Messer, sondern ein gutes Trinkgeld. Genau. Was hat der TÜV sonst noch an Besonderheiten mit sich gehabt? Ja gut, er war einfach mal grundsätzlich gut gebaut, also dass überhaupt durchstehen die Kontinente. Und dann hatte ich natürlich noch so Teasers gehabt, das heisst für Tiere, dass wenn ein Tier mir halt gleich mal näher kommt, dass ich wenigstens elektronisch ein bisschen schocken kann. Und das habe ich dann tatsächlich fast 2-mal gebraucht. Du hast eine Reise gemacht über wie das 100'000 Kilometer. Jetzt mir als Laie noch einmal erklärt. Um was genau ist es gegangen? Es ist darum gegangen, eigentlich alle Kontinente auf unserem Erdball auf dem längsten Weg zu queren. Und das möglichst schnell. Wie kommt man auf so eine Furzidee? Entschuldigung. Ja gut, wie kommt man auf so eine Idee? Ich hatte natürlich schon einen Weltrekord für die schnellste Erdumrundung. Das mache ich ja nicht zum ersten Mal. Und dann, wenn man natürlich... Also ringsherum ist langweilig. Einfach direkt, genau. Und dann schaust du schon, ja, da gibt es halt noch andere Rekorde. Dann findest du, ja, den wollte ich jetzt auch. Und so hat ich dann das eine zu andere gegeben. Aber es braucht also schon ziemlich viel Mut. Mutterseele allein mit dem TÜV unterwegs sein. Wie viele Pannen ist passiert? Erstaunlich wenig. Ich glaube, in Chile kurz ein Kupplungskabel gerissen. Im Schluss von Sibirien am Auspuffensloch. Und im Süden Thailand zu Malaysia noch ein Hinterrad, das kaputt gegangen ist und mehr nicht. Ist das schweizerische Massarbeit? Ja, natürlich. Aus Schlieren. Von Schlieren? Okay. Also wirklich mit engagierten Mechaniker, die sitzen wahrscheinlich hier im Publikum, ist die Maschine entstanden. Eine andere Frage, die mich natürlich beschäftigt hat, als ich ein bisschen geschaut habe, wo du überall durch bist. Jeden Tag 4 Monate lang zwischen 18 und 22 Stunden auf dem Sattel. Wie sieht das Vierteln aus? Ich bin operiert worden, als ich heimgekommen bin. Nein, im Ernst? Ja, nein, im Ernst. Ja, tatsächlich. Also ein Viertel wie ein Pavian? Exakt. Nein, exakt, wirklich. Ich habe ein Pavian-Foodie. Ja, das ist so. Ja. Unterwegs bei diesen 119 Tagen, wie manchmal ist dir der Kopf, ich möchte eigentlich aufgeben? Es hat sicher die Momente gegeben. Ich meine, in Äthiopien bin ich in ein, ja, ich würde sagen, in ein Jahrzehntegewitter gelaufen.
sehr viel Wasser, Rutschbahn, kämpfen müssen, alleine sein, Angst haben in der Nacht. Straßen sind eingestürzt, die Felsen sind oben runtergekommen. Da hast du eigentlich schon mal Momente gehabt, wo du einfach gefunden hast, mein Gott, was mache ich, oder? Aber da musst du durch. Das ist dann aber auch irgendwo der innere Punkt, der dann kommt, der sagt, jetzt erst recht, du musst kämpfen. Wenn man 18, 20 Stunden fährt, wie isst man denn überhaupt? Also das Picknick auf dem Töff ist jetzt nicht so wahnsinnig anmächerlich, oder? Also entgegen vom ersten Weltrekord habe ich mich anders verhalten. Ist es jetzt so gewesen, an der Straße ist das Leben. Auf der ganzen Welt. In jedem Land ist das Leben. Und ich glaube, alle, die reisen, kennen das. Das pulsiert. Es gibt oft in vielen Ländern einfach Nord-Süd, es gibt West-Ost. Und die Leute kommen an die Straße. Und wenn die Leute an der Straße sind, essen die und dann gibt es Stände. Und so hatte ich eigentlich ein Paradies gehabt. Und Fuset? Ja, ab und zu hast du mal ein Hotel gehabt, da hast du 2 Stunden schlafen, duschen, dann hat es halt wieder mal keins gehabt. Also in Peru zum Beispiel, bin ich gerade über die Grenze gekommen, da hat es angefangen zu regnen. Und dann habe ich dort so eine Familie gesehen am Straßen mit einem so einem offenen, ja, so ein offenes, ja, einfach das Haus ohne Fenster und Türen. Ja, da bin ich reingelaufen, hallo, mit dem Töffel noch nie gefahren und alle haben geschaut, sind alle schon miteinander am Tisch gewesen, und da konnte ich mit denen essen und dort können bleiben. Also da hast du halt mit Händen und Füßen so. Ja, das war für sie spannend und für mich. Und so lernt man Leute kennen. Wenn man einen Weltrekord machen will, ist die Zeit eine wichtige Komponente, oder? Ja. 119 Tage, 21 Stunden, da kann man jetzt nicht lange Freundschaften schließen. Sieht man denn überhaupt auch noch etwas von der Landschaft oder primär... Ja, das ist eine gute Frage. Das höre ich viel. Also, erstens waren es 72 Tage, als ich gefahren bin. Wie du das sagst. Und den Rest hat man Überfahrten müssen machen. Es war Flugtransfer, das Laden, zu verzollen und. Und ja, viele wissen nicht, dass natürlich eine Wüste ist immer eine Wüste. Und das sind Hunderte von Kilometern. Das Bild ändert sich nicht. Sibirien ist lang, Australien ist lang. Das sind alles Länder, das ändert ja nicht von Minute zu Minute. Auch jetzt ein anderes Bild, dass ich etwas verpassen könnte. Also was ich eigentlich sagen will, du kannst eigentlich während dem Fahren nimmst du das alles wahr und kannst das einprägen. Also ich kann heute auf jedem Foto erkennen, sehr schnell, wo das war. Was war die Motivation, so etwas in Angriff zu nehmen? Ehrgeiz und einfach gewinnen. Wollen gewinnen? Ja. Ja, das ist super. Ja. Das mag kein Schweizer zu sagen, ich will gewinnen. Ja, klar. Ja, das ist so. Und das aber jetzt ist auch wissen sie, dass es Schweizer gibt, die das wollen. Du arbeitest jetzt noch als selbstständiger Begleiter von grossen Bauvorhaben und Bauherrenvertreter. Wie ist das, wenn man nach so einem Abenteuer wieder zurückkommt? Gibt es da einen Alltag oder primär ein tiefes, schwarzes Loch? Ja, ich glaube, das ist sicher so. Also, es ist nicht gerade einfach. Zum Job selber ist es toll, weil du siehst die Probleme ganz anders und auch die gegnerische Partei lässt dazu. Und von dem her ist es einfacher. Aber ich selber, ja, es gibt viele Momente, ich brauche noch Zeit, bis ich da alles, die Impressions versorgt habe. Das brauche ich schon noch Zeit. Mit anderen Worten, du studierst sicher schon an einem neuen Abenteuer rum. Absolut, ja. Noch verrückter? Ja, noch verrückter, ja. Ich denke es, ja. Erzähl. Also kurz, ich habe mir eigentlich geschworen, dass noch nicht die grossen Glocken, aber mittlerweile kann man sagen, ja, wir wollen den Höhenweltrekord schlagen mit einem Töff. Der Höhenweltrekord, ja. Also auf dem Mount Everest mit dem Töff? Ja, es gibt 2 Möglichkeiten. Das eine wäre tatsächlich in dieser Region und das andere wäre in der Region Bolivien-Chile. Das ist dann der Ollas del Salados. Und dort ist auch momentan die Marke bei 6'112 Meter. Und da gibt es ausgebaute Autobahnen, die raufführen? Ja, also, wer weiß, vielleicht hat es bis dann. Und 2018 starten wir, ja. Jetzt sind wir in der Vorbereitung. Wie finanziert man so etwas? Sponsoren, ganz klar. Sponsoren, die natürlich auch Freude haben und Plausch haben, also Sachen. Und man findet sie noch, ja. Wenn du dir jetzt so überlegst, man redet auf der einen Seite, man muss CO2-neutral leben und man muss Rücksicht nehmen auf die Umwelt. Und du düsest mit dem Töff durch die Landschaft. Gibt es da auch so einen Gewissenskonflikt? Ja, ich glaube, das ist eine ernste Frage. Ich habe sehr viele Stunden Filmmaterial mit heimgenommen, die kann ich heute noch nicht veröffentlichen. Sonst komme ich in die Länder gar nicht mehr rein.
Und ich könnte mir glauben, alle, die hier zuhören, da gibt es andere Probleme, die wir jetzt auf dieser Welt lösen müssen, was Umwelt anbelangt, als das, was ich verbrauche mit meinem Töff. Definitiv. Und wenn ich später etwas dazu beitragen kann, im 2020, wo ich das sicher wird auch versuchen, ein bisschen zu erklären, also unsere Jungen haben eine Aufgabe, die wird auf sie warten. Und die steht vor der Tür, definitiv. Also, Teil von deiner Mission ist nicht nur einfach zu gewinnen, sondern über das, was du erlebt hast, was dir durch den Kopf ist gegangen, auch öffentlich zu reden. Machst du das bereits? Absolut will ich das machen. Das ist, denke, das ist auch wichtig, das ist auch ein Prozess zum Verarbeiten. Wie gesagt, ich habe viele Sachen müssen sehen. Und ich glaube, die Welt hat das Anrecht dazu, das auch zu erfahren. Doch, sehe ich so. Ich finde es wunderbar, unsere Welt und die Schweiz ganz besonders braucht verrückte Siechen wie dich. Ja. Mach weiter. Danke vielmals fürs Kommen. Merci. Und toi, toi, toi. Ja. Und lieber nie das Leben riskieren. Gell? Ja. Lieber aufgeben als umgekehrt. Danke. Alles Gute. Danke vielmals. Ja, meine Damen und Herren, wenn ihr einmal bei uns möchtet so Menschen wie ihn von nachher lernen kennen, wir haben Tickets selbstverständlich für unsere Sendung. Die könnt ihr bestellen auf dem Internet auf srf.ch/Eschbacher. Würde mich freuen, euch auch ganz persönlich hier im Studio zu begrüßen. So, und jetzt geht es weiter mit einer Geschichte, die ein Abenteuer von ganz anderer Art ist. Mein Gast und seine Begleitung, nämlich seine Mama, er sucht jetzt nicht die Überraschung in der grossen, weiten Welt. Für ihn ist schon die nahe, kleine Welt voller Abenteuer. Aber er hat sich nie behindert, trotz seiner Trisomie 21, die er hat, sondern hat immer gesagt, ich will Sachen entdecken, ich bin neugierig. So arbeitet er seit 4 Jahren in der Küche vom Spital in Schaffhausen, hilft dort eifrig mit und verdient sich dann auch noch das Zubrot beim McDonald's. Und seine Mutter sagt, ihr Sohn, der, wie gesagt, am Down-Syndrom leidet, ist ihr wertvollster Lehrmeister. Was so ein Leben einander geben kann, das erfahren wir jetzt von diesen beiden. Herzlich willkommen, Jonas und Erika Sutter. Grüß euch miteinander. Hoi, Jonas, was heisst es da drauf? Wir schauen es noch ein bisschen genauer an. Was steht da auf deinem T-Shirt? Und du hast noch so ein Plakat. Free Hugs, gratis Umarmungen. Verteilst du das? Mama. Manchmal? Und zum Beispiel jetzt? Schaffhausen. Hilfst? Hi. Da hat sie so eine schöne Frau. Schau da hinter der Kamera. Probier die doch auch noch zu umarmen. Free Hugs. Getraut sich noch nicht ganz. Und hallo, Erika. Free Hugs. Wo macht er das? Wir nehmen Platz, ihr beiden. Du kannst auch Jonas abhöckeln. Schau, dein Stuhl ist gerade da und der von Mami ist dort. Wo verteilt er seine Free Hugs? Schaffhausen, sagt er. Also, mitten in der Stadt? Mitten in der Stadt. Wohnwagenplatz. Regelmässig? Nein, leider nicht. Und wie reagieren die Leute? Sehr unterschiedlich. Die meisten, vor allem die Jungen, die haben gar keine Hemmungen. Die kommen und finden das unlässig. Mhm. Du arbeitest in der Küche vom Spital seit 4 Jahren. 10 Jahre. 10 Jahre. 4 ist richtig. Was gefällt dir dort? Was machst du lieber? McDonald's. McDonald's. Tomaten? Der McDonald's, sagt er. Ah, der McDonald's, dort arbeite ich auch noch. Ja. Aber jetzt noch mal schnell im Spital. Was genau machst du dort in der Küche? Was gehört alles zu deiner Arbeit? Salatsauce. Salatsauce? Nachmittag. Am Nachmittag? Verschiedene Sachen. Ah, verschiedene Sachen. Ja. Aha. Und im McDonald's ist deine Aufgabe was? Tablet putzen. Tablet putzen, abräumen, ja, nehme ich an. Ja, sauber machen. Ja. Und was tust du noch? Leute begrüßen. Die Leute begrüßen. Ja. Umarmst alle, die in McDonald's kommen. McDonald's. Euch ist es ganz wichtig, Erika, dass euer Sohn nicht in einer Behindertenwerkstatt arbeitet, sondern
in den normalen Arbeitsprozess hineinkommt. Wie schwierig ist das aber? Es ist eigentlich erstaunlich gar nicht schwierig gewesen. Es braucht vielleicht ein bisschen Mut dazu, mal anzufragen und am rechten Ort. Und wir haben Glück gehabt, ja. Hat er denn mal in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet? Nie? Er hat eine Anlehre machen. Und das habe ich gesehen, dass er unglücklich ist. In einer speziellen Behindertenwerkstatt. Unglücklich vielleicht, weil er immer ein bisschen das Gleiche hat müssen machen. Er hat gesagt, Schräubchen schrauben. Und er isst gern. Er findet das Essen halt etwas wahnsinnig Schönes. Ja. Und dann ist die Küche für dich ideal, wenn du gerne isst. Was am liebsten? Haupthote. Noch einmal? Fleisch. Fleisch? Ja, ja. Aber ich habe gehört, du hättest schon so gerne Schokolade. Oh. Sorte. Aha. In dem Sinne, Chef jetzt von Jonas ist auch bei uns. Ich würde schnell gerne zu ihm gehen und ihn fragen, wie das so war, die Situation. Ihr habt, Herr Schmid, ihn angestellt vor 4 Jahren. Guten Abend. Ist das eine schwierige Entscheidung? Spontane Entscheidung, ja. Also, Erik war bei uns, wir haben es kurz besprochen und dann gesagt, wir machen es. Wie haben die anderen Mitarbeiter reagiert? Es war eine gute Sache und die Mitarbeiter finden ihn gut. Und ich glaube, es ist eine der besten Entscheidungen, die wir gemacht haben in den letzten 4 Jahren. Auch im Sinne des Zusammengehörigkeitsgefühls vom Team? Sehr, ja. Ist er zwischen Ihnen so ein bisschen Schlaumeier, oder? Es gibt die Sendung lange nicht. Es gibt tausende Geschichten von Jonas. Also ich schreibe irgendwann mal ein Buch, was er so macht und was er nicht macht. Aber er ist ein ganz besonderer. Ja. Wo kann man ihn optimal einsetzen? Es ist ein bisschen tagesformabhängig. Also er ist bei uns am meisten in der kalten Küche. Er tut eben Salatsauce, hat er schon gesagt. Er tut auch Tomaten schneiden. Er haut ab, wenn frische Fische rumliegen. Aha. Und, wo geht er her? Irgendwo, er ist einfach weg. Oder? Spazieren. Die hat er nicht so gerne. Ja. Und ja, er ist halt, kommt halt und geht halt und ist einfach da. Aber es ist gut, dass er bei uns ist. Super, also ich möchte euch herzlich gratulieren und auch eurem Team, dass man einen Platz findet für Leute, die vielleicht nicht gleich funktionieren. Danke vielmals. Fisch hast du nicht gern. Wo gehst du aber her, wenn es irgendwo nach Fisch schmeckt? Fisch ist Ramsen. Ramsen. Auf Ramsen. Ah, also einfach voraus spazieren. Nein, ja, er geht wir gehen besuchen. Irgendwo. Ich habe auch gehört, und das sieht man dir auch ein bisschen an, also du hast ja schicke Fingernägel. Die haben wir noch gar nicht bewundern. Und alles ist pinkfarbig, inklusive dein Täschchen. Ist das deine Lieblingsfarbe? Das Foto. Ja, man sieht es eben auf dem Foto, genau. Aha. Lieblingsfarbe? Farbe. Ist wahr. Was versinnbildlicht Pink für ihn? Also, ich glaube, das ist Liebe. Allumfassende Liebe. Nicht geordnet, zugeordnet, sondern alles. Liebe und vielleicht auch Energie. Energie auch. Und Harmonie auch und Schönheit auch. Beinhaltet eigentlich alles. Er ist auch ein Ästhet, wie man den Fingernägel ansieht. Also das muss alles er liebt ganz... auch die schönen Frauen. Die schönen Frauen. Ist wahr. Die schönen Frauen Hat hast man du gesagt, gerne. Die tust du am liebsten umarmen. 1000 will er umarmen. Ja, 1000. 1000 Okay. schöne Frauen, ja. «Ein Leben in Pink», das ist auch der Name vom Buch, das ihr über euer Leben zusammengeschrieben habt. Ihr habt mit 41 noch nach einer Scheidung ihn erwartet. Seid ihr euch bewusst gewesen, dass es gewisse Risiken gibt? Da war mir schon bewusst, aber das Leben ist immer ein Risiko, schlussendlich. Und ich habe einfach gewusst, das, was ich bekomme, das ist das, was ich auch verdient habe. Viele Menschen heutzutage, wenn sie in Erwartung sind von einem Kind, Eltern einen Bluttest machen und entscheiden sich nachher als Kind abzuschreiben. Ist das für euch je überhaupt eine Frage gewesen? Das war nie eine Frage. Ich habe gewusst, ich mache keinen Test, weil ich sowieso nicht so eine Entscheidung treffen, weil ich habe ein ganz großes Vertrauen ins Leben und Vertrauen, dass das, was mir passiert, dass das
auch richtig ist. Und darum hätte ich auch nie einen Test gemacht. Ich hätte ja sowieso nicht... Ich habe gedacht, das kommt schon gut. Er hat 3 gesunde Kinder und ihn, der ein kleines Handicap hat. Aber wie haben jetzt auch die anderen Geschwister reagiert? Völlig normal. Also die sind schon erwachsen gewesen und die haben nicht... Also es hat in der Familie niemand ablehnend reagiert. Eigentlich, also mir gegenüber nicht, nein. Wo es klar war, dass der Jonas ein bisschen anders funktioniert als die Mehrheit, habt ihr Reaktionen bekommen von der Umgebung, von der Nachbarschaft? Nein. Eigentlich habe ich habe mich selber sehr zurückgehalten mit dem Kontakt. Ich bin aus dieser Norm rausgefallen, wo man normalerweise eben im Leben ist. Und plötzlich bin ich neben ganz anders gelandet. Und das hat mich auch isoliert. Also ich habe mich selber isoliert mit ihm zusammen. Und das war für mich auch richtig. Ich habe den Rückzug gebraucht und auch die Ruhe, einfach, um das alles zu überdenken und auch ihn kennenzulernen. Ich habe immer gedacht, was ist denn anders? Er war ja nicht ein einfacher, Nein. auch als Bub. Nicht nur, dass er die Trisomie hat, sondern dass er auch noch hyperaktiv war. Ja. Ist man dazwischen, also jetzt bist du ja ganz ruhig und angemessen da bei uns in der Sendung. Ist das eine besondere Herausforderung? Das war ganz, ganz speziell. Und vor allem also, die Hyperaktivität habe ich dann mit der Zeit gemerkt, dass das mit mir zusammenhängt. Er eigentlich das überträgt, was in euch Kindern Er hat das absolut gespiegelt. Ja. Feine Also meine Antenne. eigene Unzufriedenheit oder Unruhe oder Suche, kann man auch sagen, die hat er gespiegelt, indem er einfach mich ständig auf Trab gehalten hat. Und mit der Zeit ist es gut geworden. Als ich bei mir aufgeräumt habe, ist beim Jonas ist er normal geworden. Also darum auch, wie ihr in eurem Buch schreibt, eigentlich der wichtigste Lehrmeister für euer Leben. Ja, absolut. Er hat mich auf den Punkt gebracht. Das ist eine wunderbare Einsicht, auch, Ja. die man haben kann, wenn man zuerst vielleicht denkt, das ist eine grosse Aufgabe, schaffe ich das? Ja, ist es und auch. irgendwann mal merkt man, dass jemandem einmal selber weiterhelfen Ja, Er hat Träume. Jonas, ich habe gehört, du träumst von einem Auto. Auto. Was für ein Auto? Ich will nicht fahren. Eins, das du selber fahren willst, gell? Aber ein besonderes, oder? Ich fahre es. Nein, weißt du, was muss für ein Auto sein? Weißt du, was für ein Auto? Ein blaues Auto. Ein blaues Auto. Und, wenn es warm ist? Das kann das Auto. Dachauto. Dachhabenauto. Eben, ein Dachhabenauto. Und du wärst am Steuer? Ja, jawohl. Und neben dir? Lea Fallis. Lea vom Wallis, das ist eine hübsche junge Frau. Ja. Das ist eine hübsche junge Frau. Gut, also aber es gibt jetzt noch andere Träume, die du hast, wo du im Moment gerade am Recherchieren bist. Das hat mir mein Kollege erzählt. Nilla. Nein, ja, ich habe gehört, du möchtest gerne einen Hund. Hund. Chihuahua. Ein Chihuahua, ja genau. Ein Chihuahua? Aha. Musik. Hast du schon ein bisschen Sachen verkaufen für einen Hund? Ja. Was denn? Hafen. Ja, Alleine? Alleine? Mit welcher Farbe? Was Blau. Die Leine ist blau. Pink, ja. Ein Ein Dick. Pinktopf. Topf. Ein Topf. Napf, sagt man. Ein Napf. Aha. Napf. Nicht wie. Und ich nehme an, der ist lila, oder? Der Napf. Chihuahua. Ja, der Napf für einen Chihuahua, der lila ist. Du hast schon recherchiert, was es kostet. 8 Euro. Müssten wir helfen? 18 €, sagt er. Weiß nicht, warum. Das ist vielleicht Hundesteuer. Weil, nein, ja, ich habe gesehen, dass er etwas ausgedruckt hat, als er recherchiert hat, Hundesteuer. Zwischen ihnen hat er ja auch ein bisschen Abenteuerliches erlebt, oder? Mit ihm. Immer wieder, ja. Immer wieder. Das Leben ist wirklich abenteuerlich mit Ja. ihm. Ja. Also er hat auch schon den Briefkasten von der Gemeinde ausgeräumt. Er wollte Gemeindepräsident werden. Er hat gefunden, er macht es Gemeindepräsident. besser. Okay, ja, das wäre vielleicht noch möglich. Und hat auch alles unterschrieben. Ja.
In der Not habe ich meiner Tochter angerufen und gesagt, um Himmels Willen, Post gebracht von der Gemeinde, oder? Also, wo eigentlich an den Gemeindepräsident alles adressiert war. Und hat sie gesagt, ja, geh es doch einfach wieder rein. Und dann habe ich gesagt, ja, er hat ja alles unterschrieben. Ja, aber als Gemeindepräsident. Also nicht einfach wieder zurück tun. Jonas, wunderbar. Also wir hoffen, dass der Chihuahua auch kommt. Weil die Leine hast du schon, der Hundenapf ebenfalls. Du musst einfach gut zu ihm schauen. Und die Hundesteuer die kannst du also zahlen mit dem Lohn aus dem Kantonsspital. Gell? Alles Gute, danke vielmals fürs Kommen. Und euch auch, Erika. Danke. Vielen herzlichen Dank und habt es noch weiterhin so lustig. So. Ja, wunderbarer Mensch, der Jonas. Der ihn immer wieder aufstellt. Meine nächste Gesprächspartnerin ist jemand, der das Reisen wirklich ihr Lebenselixier ist. Und das doch in einem ziemlichen Alter. Sie reist jedes Jahr noch mindestens 100'000 Kilometer rund durch die Welt in die entlegensten Ecken. Und das mit 92, meine Damen und Herren. Und sie erzählt auch in einer Reisegruppe, die sich begleitet, und die sind meistens zigfach jünger als sie selber, was es alles zu entdecken gibt in Papua-Neuguinea oder wo überall in China etwas zu sehen ist. 100-mal hat sie das Land schon bereist und sie weiß sowieso, dass die Welt Schamanen braucht. Sie ist wirklich ein Phänomen. Grand Old Lady vom Schweizer Reisejournalismus. Herzlich willkommen, Charlotte Peter. Frau Peter, willkommen. Da geht es 2 Drittel runter. Und jetzt noch einer, so, und jetzt sind wir da. Und jetzt haben wir hier noch mal einen. Ui, und da ist schon der Reisekoffer. Ja, genau. Frau Peter, ist das euer Begleiter immer auf euren Reisen? Das ist immer 7 Kilo. 7 Kilo? Genau. Auch für längere Abenteuer? Ja, das lange, das lange. Man muss einfach richtig einteilen. Ja, und ich sage, man muss einfach so machen. Bevor man reist, alles Gepäck legen und alles Geld legen. Und dann das Gepäck halb und das Geld doppelt. Ah, gut, das ist ein gutes Prinzip. Mit dem Koffer reist ihr um die Welt. Ja. Kommt ihr gerade vor der Reise oder geht ihr nächstens? Also die nächste Reise ist am 16. September und das geht von Zürich nach Peking und auf den Spuren vom Sven Hedin durch also die Seidenstrasse bis Kaschgar. Ja. Also, ihr reist ununterbrochen, seid eigentlich fast nie daheim anzutreffen. Leute in eurem Alter sagen, ja, ich bin also lieber im Lernstuhl, schaue raus und warte ein bisschen. Und ihr seid dauernd unterwegs. Also ich bin gerne im Lehnstuhl, klar. Und wenn noch eine Zeitung und ein Glas Wein, noch besser. Und wenn der Lehnstuhl im Flugzeug steht, dann ist es perfekt. Gibt es bei euch also manchmal so die Überlegung, ja, die Gefahren überall, wenn man im Ausland ist, das ist doch nicht so sicher und dann bleiben wir lieber daheim? Ja, also da sage ich sage Inshallah, man kann nichts vorausgehen, da bin ich ein bisschen Fatalist. Und manchmal ist schon gesagt, ja, woher gehst du wieder her, wie gefährlich. Und dann komme ich heim und dann hat jemand vor der Haustür ein Bein gebrochen. Also gescheiter reisen, als zu warten, bis man das Trottoir abstaubt. Also wann hat eigentlich bei euch das Reisefieber angefangen? Also ich glaube, das ist angeboren. Und sogar auch die Himmelsrichtung ist angeboren. Gegen Osten? Bei mir ist es gegen Osten. Es gibt auch solche gegen Norden oder so. Also bei mir ist ganz klar gegen Osten. Und ich glaube, das ist angeboren. Und ich glaube, also das soll jetzt nicht anmassend klingen, aber ich glaube, man kann auch ein gewisses Talent haben zum Reisen. Das habt ihr zweifellos. Ja, andere haben ganz andere, sind musikalisch oder so. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen Talent. Ihr habt als junge Frau, ja, ein bisschen sehr, kann man sagen. Gibt es eigentlich ein Land, das ihr noch nicht besucht habt? Ja, natürlich. Es gibt ja immer wieder neue Länder. Ah, ja, genau. Kommt man fast nicht nachher. Ja, klar. Ja. Aber also die Länder, die mir wichtig sind, oder die Kulturgebiete, da bin ich also gewesen. Ja.
Ihr seid, als junge Frau habt ihr Geschichte studiert und seid in den 50er Jahren schon eigentlich immer euren eigenen Weg gegangen. Ist man da manchmal schon ein bisschen angeeckt? Bitte? Seid ihr manchmal auch ein bisschen angeeckt als junge Frau? Ja, ich könnte nicht so sagen. Ich glaube, es hat natürlich ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Aber wenn ich das vergleiche mit dem, was der Sven Hedin erlebt hat in den 30er Jahren, also von 1927 bis 1935, dann ist also das bei mir Peanuts, was ich erlebt habe. Nicht wahr? Also der hat ja von Banditen überfallen, ist ins Gefängnis gekommen, er hat für jedes Nest einen extra Pass müssen haben und nie gewusst, wer und so. Also das ist, der muss ja Nerven haben, so dick wie Seil, die die Golden Gate Brücke tragen. Ja. Und Geduld von 100 Engeln. Er hat Wochen, Monate gebraucht, um seinen Permit zu bekommen für die Reise von Peking nach Kaschgar. Ich brauche ein einziges Visum. Und das Pass ist bereits auf der Botschaft, also auf dem Konsulat. Und das komme ich über. Und dann gibt es so den Stempel in Peking und dann ist Ende. Wie viele Pässe habt ihr so dabei? Das sind eure paar Pässe, oder, die ihr in eurem Leben schon gefüllt habt? Das sind eigentlich noch mehr gewesen, ja. Ja. Ihr reist aber immer mit Svenen? Ja. Kann man das? Ja, also einfach, wenn man nicht nur ferienhalber reist, also wenn man auch beruflich reist, dann kann man das. Und es ist einfach nötig. Also gerade die Amerikaner, ich meine, wenn die sehen, bei mir einen Stempel der Volksrepublik Nordkorea, dann ist natürlich aus und Ende. Aha. Also dann tut ihr je nach Passstelle nehmt ihr diesen oder jenen? Darf ich nicht einmal mehr im Transit sein. Ja. Ich habe es gesagt, ihr habt viel schon Länder lernen kennen, aber ihr reist ja auch nicht immer nur so bequem. Also, zwischen ihnen schlaft ihr in der Jurte oder seid auf einem Einbaum unterwegs. Gibt es da für euch keine Grenzen? Also nein, da habe ich also keine Schwierigkeit. Ich schlafe überall gut. Das auch in einer Hängematte oder so. Aber wenn natürlich nebenzu ein Hilton-Hotel steht, dann nicht. Aber dann geht Frau Peter, ihr kennt ja auch das Luxusleben in diesem Sinn. Also, ihr seid 15 Jahre Chefredaktorin von der Elle. Ja. Ist das ein völlig anderes Reisen, das ihr jetzt macht? Wo ihr pensioniert seid, so genannt, aber Vollgas geben? Ja, es ist natürlich, ich habe natürlich einen Haufen Pressereisen damals gemacht. Und dann habe ich auch gemacht, das war eine ganz andere Zeit. Wir haben Mode fotografiert, überall. Dann, das ist aufgekommen, der Tourismus. Man musste also die Badestrände und so verkaufen und hat First Flights gegeben. Und das ist heute natürlich anders. Und heute gehe ich so mehr spezialisiert. Also jetzt, das Buch, das war auf den Spuren der Schamanen. Und das Neue, da geht es darum, wie sich das Reisen ungeheuer verändert hat. Ich meine, ich habe noch erlebt China, wo man angestanden ist für einen Kohlkopf. Und wo man Tragestangen gedreht hat. Und heute alle schick der Welt. Also das hat sich auf den Kopf. Schamanen interessieren euch extrem. Ihr habt gesagt, ihr habt darüber auch ein Buch geschrieben. Sie verändern die Welt oder glaubt ihr an ihre Kraft? Ja, nun, also die Schamanen, man sagt ja, Ethnologen sagen, das sei die Urreligion. Und ein grosser Schaman, den ich getroffen habe in Ulan-Ude, dem habe ich gesagt, jetzt hast du mir noch eine Botschaft für unsere Leser. Da hat er gesagt, die alten Götter kehren zurück. Und auch ihr im Westen müsst ihr schätzen. Oder jetzt zum Beispiel das übertreibt. Es sind ja heute sehr viele sind Heiler. Da habe ich die auch gefragt, die jetzt zum Beispiel ganz primitiv, wie ist es mit dem Essen? Da hat der eine gesagt, schau, Charlotte, die Natur ist nicht vegetarisch. In der Natur gilt fressen und fressen werden. Also, ihr dürft
Kühe haben, nicht wahr? Oder ein Rentier züchten, man darf fischen, man darf jagen. Aber man muss Tiere respektieren und man muss den Tieren danken. Und, das ist der Punkt, man muss das ganze Tier verwenden. Man darf nicht nur das Filet nehmen und das andere forthaben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch uns ein bisschen merken könnten. Gibt es nicht auch viele Scharlatanen unter den sogenannten Schamanen? Ja, das gibt es natürlich überall, das ist klar. Ich meine, also das beschränkt sich sicher nicht auf die Schamanen, aber unter denen gibt es Scharlatan. Aber es ist, was mir halt einfach nicht gefällt, ich bin dafür, dass man absolut, da schaue ich den Kaiser Ashoka in Indien, er hat gesagt, man soll alle Religionen achten und respektieren und die eigene Religion lieben. Also übersetzt jetzt für uns, ihr dürft uns Jesus lieben, aber ihr müsst alle Religionen achten. Und zwar genau auf gleichem Niveau. Nicht etwa denken, also wir sind halt gleich die Besten. Und die Goldmedaille ist für den Jesus. Und der Mohammed und der Buddha, die sollen sich mit Silber und Bronze begnügen. Also das geht bei mir nicht. Seid ihr gläubig? Ja, das ist alles gleichberechtigt. Und ihr selber seid gläubig? Ja. Mit 92 muss man damit rechnen, dass es jetzt nicht noch 100 Jahre weitergeht. Nein. Ja, also, das ist schwierig. Das ist ja schwierig zu sagen. Also, Propheten, das überlasse ich den Schamanen. Die sollen da Zukunft etwas umkehren. Macht die Tatsache Angst, dass vielleicht das Leben zu Ende geht? Nein. Das macht mir keine Angst. Nein, ich habe ja ein gutes Leben gehabt. Ich muss also sagen, wir haben natürlich sind gewaltig privilegiert da. Also das wird mir natürlich immer bewusst. Und das geht so, wenn ich wieder lande aus einem armen Land, dann habe ich einen leeren Kühlschrank. Dann gehe ich in die Migros. Oder das ist schon gleich oder Coop. Und mache Spaziergänge und sage, Himmel, noch einmal, das ist ein Schlaraffenland, das wir hier haben. Das in Ländern, die dann so arm sind. Was ist für euch die Essenz vom Reisen? Die Essenz vom Reisen? Ja, wie will ich sagen? Also für mich ist natürlich eine gewaltige Freude am Reisen. Und es ist doch ein offen zu werden und können zu akzeptieren. Und vor allem schätze ich eben den Kontakt mit den Menschen. Und also ich muss sagen, ich habe auf dem Reisen gelernt, die Welt zu lieben. Mit allen Schwierigkeiten, die es gibt. Aber ich reise aus Freude, aus Neugier und aus Liebe. Danke vielmals, Charlotte Peter. Eine nächste gute Reise, kann ich nur sagen. Bleibt noch einen Moment. Das wäre unsere Weltreise gewesen. Zu Lebensgeschichten der unterschiedlichsten Art. Ich hoffe, ihr könnt es auch ein bisschen geniessen. Welt lieben, die Augen offen behalten, neugierig bleiben, was könnten wir mehr lernen. Und jetzt taucht das NZZ-Format noch in die Welt der Oper ein. Und wir hoffen natürlich, euch nächste Woche wieder bei uns Gast zu haben. Und so kann ich nur noch sagen, ein gutes Ende der Woche, genießt das Wochenende und bis zum nächsten Donnerstag wieder. Ciao zusammen.